Das was noch Tiden. Du interessierst dich für das, was Frau so gebührt ist, dann bist du hier wie uns Videopodcast und platt genau richtig. Wir will ja in 21 Teilen heilbühl über uns Kinder und Jungsetit im BIM und BIM Gas für Tieren und Wiesen. Wie? Das sind? Ich bin Tadeusz Specker, moin miteinander. Geboren in Leer und aufgewachsen und BIM Gas. Ja moin, ich bin Manfred Bertus, geboren und aufgewachsen und BIM Gas. Moin, ich bin Paul Meyer, geboren und aufgewachsen in BIM. So, und nun will wir einfach mal anfangen mit uns Videopodcast. Manfred und Paul, die haben in den Lauf von den letzten 2 Jahren heilbühl Bilder und Films um die Kindertit und Jugendtit in BIM und BIM Gas sammelt. Anfangen bei Urgroßuhren, over Großuhren und Uhren. Sie haben die overal in Bilder bestückt und wo hij noch Bilder gefunden. Paul, Ja. einfach, was hast du? Ich glaube, Manfred, du vertierst erst im Urlaub. Oder du vertierst jetzt, wo du Bilder Ach so ja, ich habe erstmal Bilder gefunden hier in Rheinland Archiv. Ja. Also, da das eine halbe Arbeit wärst, aber es hat auch richtig Spaß gemacht. Und ja, und da haben wir eine halbe aufgenommen für uns Podcaster. Ja, Ja. das ist super. Hast du auch Bilder gefunden, irgendwo Besonderes? Ja, wir haben ja, ich habe ja auch sonst in Rosenheilgrad Archiv, aber wir haben doch festgestellt, dass an Heilbild saugen, was wir nicht haben, ob wir aber was aufstellen wollen. Ja. Und da habe ich gesagt, okay, wir haben hier in Umgeben ja viel Museums und haben wir doch, da laufen ja auch wie von ist und noch Weine in Heimatmuseum. Ja. Da was halt interessant ist, ein Heimatmuseum und wir haben auch tatsächlich was in BIM gefunden, aber da kommen wir dann lauter noch mal her. Ja. Dann was wie in Kampen, wie eben mit hören, im Landmaschinenmuseum. Und da habe ich sagen sein, die wir in uns Kindertit wirklich auch kennt haben. Wir haben auch das Tichelien-Museum in Milden besucht. Tichelien war ja in Rheinland und auch in BIM ein heilgroßes Thema für uns Vorfahren. Wir sind noch im Heimatmuseum in Leerwest. Ja. Und wir sind auch in Kloppenburg West in dem Freilichtmuseum. Du hast ja noch sicher 50 Jahre, 60 Jahre zurückversetzt, oder nicht? Ja, wir waren in der Arbeitermuseum in Sohusen. Da habe ich gedacht, das ist ja nett, als wie mit Grundrollen. Ja. Das ist, wo du denkst, ja, so funktioniert ein Reis zurück in Tiet. Ja. Also ein zu ein. Ein Teil. Ja, ja. Mit dieser Kamera bin auch ein Halbbild gemacht worden. Vielleicht kannst du da was zu erzählen, zu dieser Kamera, Manfred. Ja, diese Kamera, die kenne ich noch von Kindheit an. Der haben wir nur nicht mehr so ein und wir haben noch mehr wie uns da. Ja, und ich glaube auch, wir haben hier einmal ein Beispiel davon, von einem Foto, der damit gemacht worden ist. Und da kannst du was zu sehen? Ja. Ja. Mein Onkel von Kolbers Museum, der hat ja Bild fotografiert immer. Und der hat so ein Apparat. Und dieser Bild, der wir hier sehen, der ist so in 50er Jahren aufgefahren. Und diese Aqua, wie ich habe auch an den Butterkasten sehe, weil das so ein klumpiger Apparat was, der ist von Nitro-Datigbett 1958 in Deutschland produziert worden. Lang Tit. Ja, dafür, dass er ein einfacher Kasten war, hätte er eigentlich super Fotos machen, oder? ja, so, ja. Ja. Hey, noch andere Beispiele für andere Kameras? Ja, Was sehen wir hier noch? Was sehen wir hier dann noch vielleicht? Wir haben ja nur die nächste Generation, würde ich mal so sagen, die wir dann auch in uns Kindertit kennt haben. Das ist ja der Aqua-Knick. Und dann war es dann neu, mit dem Ding kann man auch den Blitz machen. Aber der Blitzlichter, der hat ein Problem. Man konnte bloß einen Blitz machen und dann muss man die Beine tauschen. Ja. Da kann man damit nicht direkt dann noch machen, weil der was ein Gelände hat. Ja, Also da war es halt ein bisschen gefordert, ja. auch für Kinder. Da habe ich aber auch immer gerne mit fotografiert. Und hier kann man auch schon ein Bild sehen, das ist ja der
quadratische Format. Ja, ja. Und, Was das wäre das? 6x6 oder was besser? ja, das ist nur 6x6. Ja. Und man kann auch direkt von den negativen 6x6 cm Bilder kriegen. Ja. Das sind die Bilder, die in den Fotoalben von so ein Lötchen sind. Und Dann- will ihr irgendwann mal von normal Fotoapparat umsteigen auf Super 8? Ja. Ja. Das heißt Super 8 Idee, da bin ich eigentlich aufgestellt worden, alle in meiner Lehrzeit. Ich habe ja wie für Mazika in Lehr habe ich ja lehrt. Ja. Und der Zweitschef, der hat also in den 1930er Jahren Super 8 Filme gemacht. Und der hat dann mal was gewesen und das fand ich immer so spannend. Und da habe ich mich von meinem ersten Weihnachtsgeld als gesehen. Wir kriegen ja noch ein Datate Monatsgehalt. Ja. Von der ersten Weihnachtsgeld habe ich mir dann eine Super 8 Kamera und Projektor gekauft. Ne? Ja. Und so fing das eigentlich an und da war es im Dezember 1923. Ja. Als die Bilder laufen lässt. Ein bisschen laut, glaube ich. Ja. Ja. Und Manfred, du hast auch mal irgendwann auch zum Kamera. Ja, und zwar habe ich over Paul einen Kollegen oder was er fast kriegen. Und da war es meine erste Kamera, ich glaube 28 habe ich da gekauft. Werde ich gebrucht? Der war gebraucht, ja. Ja. Also im Prinzip hat so was Paul so. Ja. Und ja, da muss ich sagen, da habe ich mir alles gekauft damals, ne? Ich habe Schneiden und alles. Ne? Ja, aber so was ich höre, was das hält Vergnügen nicht so billig, oder? Nee, da war es dann halt billig. Die Kamera hat ja eine Kassette und der bleibt 3 Minuten. Ja, 3 Minuten. Und 3 Minuten ist nicht voll Zeit. Nee. Und dann 3 Minuten, die kosten 10 Mark. Und ich habe da mal so ein bisschen nachrechnen. Ja. Kosten noch uns Geld für da ungefähr 17 Mark fertig. Ja. Was so 3 Minuten kosten denn? Ja. Das halt ein halbes Stunden Film, was 124 Mark. Oh. Und das war's all. Ja. Da war's all. Hell dürfen. Ja, das war ein hell Vergnügen. Aber der Vergnügen lag ja nicht nur in der Filmerei. Der Vergnügen lag ja auch dann, was man eben sagt, da schneiden. Ja. Und Ja. da war es natürlich, Was Neues. hey, da war so viel Arbeit und so viel Ja, Arbeit. ja. Und das kann man sich gar nicht vorstellen. Nee. Aber das hat Spaß gemacht und Tja. wir haben ja auch einen Bildsaugen, der wir noch wiesen und tatsächlich auch solche Geschichten all verteilt.